Ja. Schau mal aus. Haut das jetzt hin, bitte, dankeschön. Das überziehen wir natürlich, das ist hoffentlich sowieso klar. Ne? Habt ihr Ton, habt ihr Bild und grieselt irgendetwas bei euch. Sagt's mir jetzt bitte, dass alles funktioniert, weil sonst raste ich hier an Ort und Stelle komplett, ich reiß die Bude ab. Ich zerleg meinen ganzen Keller, ich sag das, wisst ihr's. So, vielen Dank. Ausrasten kannst. Weil's nicht funktioniert, oder was? Möchtest du mich verarschen? Achso, rauscht der Wengel, kann es. Das ist Spei jetzt. Das, was jetzt du hörst, das sollte jetzt das hier sein. Ne? Nix Grieseliges, Ton top, Bild top, Grieseln tut mein Grüß. Ja, das ist gut. Dein Grüß darf grieseln, das ist von mir, das ist mir wurscht. Solange mein Spei nicht grieselt, ist mir alles egal. Ne? So. Na gut. Mit ein bisschen einer Zeitverzögerung können wir jetzt dann letztendlich doch anfangen. So, Freunde der Sonne, jetzt passt's auf. Das letzte Mal, wo wir Bloodborne gestreamt haben. Nein, das war's nicht. Der war's nicht. Der war's. So. Waren wir da nämlich drin. Es war nämlich der scheiß Vollidioten-Dungeon, der wo nämlich deine Lebensleiste so kurz macht. Diesen Dungeon habe ich mit Hilfe des lieben Shiranui gemeinsam offstream noch gemacht. Ne? Und hab dann alles offstream erfarmt, um diesen finalen Dungeon zu öffnen. Das ist der Pitumero Ihül Dungeon. Und in diesem Dungeon befindet sich dieser eine Boss, den ich noch nie zu Gesicht bekommen habe, was gleichzeitig das letzte Achievement ist, was ich brauche, um dieses Game zu platinieren. Und das werden wir heute machen. Ich weiß nicht, was in dem Dungeon auf mich wartet, bis auf die Pitumerianische Königin, die wo ganz zum Schluss kommt, was eben besagter Boss ist. Was dazwischen ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Doc, habe ich dir, grüß dich gut. Ich meine, da brennt's ein bisschen. Ja, da brennt's ein bisschen. Das ist richtig. So. Da nicht bei dem Verbesserungsvorschlag brennt die Hütte nicht wörtlich genommen. Ich weiß lore-technisch nicht, wer das gewesen ist. Aber die brennt wahrscheinlich nicht ohne Grund. Ja, vielleicht hat's der German selber angezündet, weil die Nacht bald endet, keine Ahnung. Ich kann es leider nicht sagen, wer hier der Verantwortliche ist dafür. Ne? Kann ich leider nicht sagen. Müsste man sich erlesen. So. Ich hoffe natürlich, dass ich jetzt innerhalb dieses Streams diesen Dungeon geklärt bekomme, damit wir das Thema Bloodborne Platin endlich abhaken können. Ne? Damit der schon mal weiter ist. Ne? Damit sich der mal auf meinen VOD-Kanal verewigen kann. Ne? Damit wir dann irgendwann im Herbst eine ins DLC starten können. Ich schicke da mal das mit, tun sie dieses. Kenn das Spiel gar nicht, sehe das heute das erste Mal. Oh, leg mir mal Stoshi, da hast du aber einiges versäumt. Die ganzen anderen Wots von dem Run kannst du natürlich auf YouTube genehmigen, wenn es ist. Ne? Aber Bloodborne ist eins der, ja, ich darf mal sagen, eins der besseren From Software Spiele. Zumindest ist eins von meinen Lieblingsspiele tatsächlich, wenn ich das so behaupten darf. Von daher, schaut euch das gerne mal an. War sicher der Ras Al Ghul, ja, wahrscheinlich genau der war's, wahrscheinlich. Der Al Ghul, ne? So. Ah ja, perfekt. Das Empfangskomitee ist gleich mit der Dicke. Perfekt. Da ist die Tür, wo wir rein müssen. Das heißt, wir müssen den Hebel finden, um den Hebel zu hebeln. So, habe ich die Ehre, grüß dich, wie schaut's bei dir aus? Kann man das, da können wir uns umsneaken, meine ich, oder? Wenn ich das richtig sage, können wir uns wieder umsneaken, solange da oben nicht irgendwer mit Bomben oder dergleichen durch die Gegend wirft. From Software, nein, ich mag Spaß am Spielen, haben nichts für mich. Ja, Bloodborne, da solltest du, aha, siehst du, da ist schon wieder so ein Spaßverderber. Ne? Von wegen Popoliebe. Das sind 3 Spaßverderber an der Stelle. Aber mal schauen, vielleicht haben die so brav und lassen mir den einmal. Ja, Tanky Hans auf jeden Fall. Ich kann da aber, Stoshi, ich kann da nachher, wenn wir fertig haben, oder falls wir fertig haben, noch eine Möglichkeit zeigen, wie du dich sehr, sehr schnell, sehr, sehr stark OP machen kannst. Und dann ist Bloodborne für dich quasi Hack and Slay. Ui, da machen die Schaden, heilige Scheiße.
Jetzt sehe ich leider unter 0. Na schön, die ersten haben wir schon. Das ist schon mal was. Hast du nicht Spaß am Sterben? Achso, das da steht. Ja, du musst ein bisschen du musst schon ein bisschen hart veranlagt sein, wenn du sowas antust. Sagen wir es so. Ich hab Elden Ring auch nicht weitergemacht, das ist einfach das falsche Genre und auf Vibor liegt nur zu viel Loot. Was ist denn das? Und da haben wir jetzt gekommen, okay. So, wo geht's jetzt aber dann? Da geht's ja nicht durch. Da geht's nicht durch. Jetzt gibt's da eine versteckte Wand. Hä? Haben wir mir die übersehen? Moment. Du, ich meine, da haben wir mir die übersehen. Sag dir, was ist. Aha, ja, okay. Gut, das ist so. Aber gut, aber das ist ein Scarabäus. Ja, muss schon da einer, geheft nicht. Oder wenn man uns genau geschubst. Würde auch gerne mal weiterspielen, aber hab nur eine normale PS4 da und es spielt sich mit 4 Frames nicht so geil. Die Frames haben sie auf der PlayStation 5 auch nicht verbessert. Ne? Du hast halt auf der PlayStation 5 weniger Ladezeit, aber das war's dann auch schon. Das ist leider ein Manko. Warum die nicht irgendwie das Game remastern oder mal zumindest für PC porten, da wo es 60 Frames Unterstützung gibt, das weiß ich nicht. Und ja, gefühlt jeder schreit noch ein Bloodborne Remake oder noch ein Remaster oder noch ein Port, aber die machen es einfach nicht. Warum auch immer. Was tust denn du da so direkt an der Tür? Bist du komplett behindert oder was? Aber ganz schnell jetzt, Freund der Sonne. Ah, wenn ich gerade das Dreckspinnenfisch schon wieder sehe, da glanzt mir schon wieder. Da, ab vom Hof. Wenigstens hältst du nicht so viel aus. Das ist ja auch schon mal was. Spielst du das jetzt am PC oder Konsole? Bloodborne spiele ich auf der Konsole, weil Bloodborne PlayStation Exclusive ist. Du kannst Bloodborne nirgendwo anders spielen, außer auf PlayStation. Ne? Deswegen. Ja? Wir werden aber natürlich Black Myth am Mittwoch werden wir auf PC spielen. Das ist hoffentlich klar. Ich mein, gut, ich weiß zwar nicht, ob mein Gehäuse dann da unten am Propeller macht und davor fliegt, ne? Weil das schaut ja grafisch schon massiv aus. Aber wir werden es auf alle Fälle mal auf PlayStation, auf PC probieren. Ne? Da war da, denke ich, jeder auf der Welt drauf, denke ich, sogar meine Großeltern waren drauf. Ja. Naja, was nicht ist, kann ja noch werden, ne? Aber die Hoffnungen, dass es noch kommt, sind mittlerweile sehr gering, weil das Spiel ja doch schon einige Jahre mittlerweile auf dem Buckel hat. Und wenn es scheitert wohl nicht an From Software, es scheitert wohl an Sony. Sony sagt, nö, nix da, bleibt exklusiv und FromSoft ja, aber Geld. So, ne? Hab ich schon mal gesagt, dass ich es hasse, dass die Dungeons so verzweigt haben. Ich kann damit überhaupt nicht umgehen. Dann hat sich sehr erledigt. Schade eigentlich. Ne? Schade eigentlich. A Black Myth, by the way, soll kein Souls-like sein, ne? Aber da werden wir uns am Mittwoch dann davon überzeugen. Ja, freilich, es ist eh klar, ich hab 200 Ja, natürlich, da gehst du her. Dir helfe ich ein in deine nicht vorhandenen Hosen. Ab vom Hof. Aber ganz schnell. Oh, das war jetzt vielleicht ein bisschen sehr greedy, was ich da jetzt gemacht hab. Das ist gut, kämpft's in der Schlange, dann tue mich leichter, ne? Und es fällt oh, Waffe gefährdet. Das ist jetzt allerdings nicht so zauberhaft. So, das ist ein Schatz. Okay, ja, ich suche eigentlich nur einen Heavy. Ich suche keinen Schatz, ich suche einen Heavy. Ne? So ist Sony eben, ist ja bei Monster Hunter World und Rise und so genauso gewesen. Die haben 20 Mille bezahlt, damit es nicht Crossplay ist. Ja, das ist aber eigentlich auch eine komplette Behinderung, wenn du mich fragst. Ich bin ja froh, dass Wilds Crossplay kriegt. So, ne?
Also zumindest ist es so angekündigt. Na, wenn du so schön rumfuchtelst, dann will ich ja mal nicht so sein, ne? Hab zum Sohnemann auch schon gesagt, wenn er sich eine Playstation holt, kann er draußen zocken, an einer anderen. Warum denn? Bist du ein reines PC-Kind? Ist ja schrecklich dumm, aber die denken halt, man kann die anderen Plattformen ausstellen. Diese Zeiten sind... Also ich sag mal so, der PC ist schon noch nach wie vor das, ne? Aber die Zeiten des Konsolenkriegs, die sind vorbei. Oder wie tanky bist denn du bitte? Ah, jetzt haust du mit deiner geschissenen Laterne zu, ja, perfekt. Ja gut, du machst dann, also ich mein, du frisst zwar einen Haufen, aber viel Schaden machst halt du dafür auch nicht, gell? Ach, jetzt backelst du dein Zaunladen aus, ja, perfekt. Oh, leck, was ist denn jetzt? Ja, ich bin tot, ich seh gar nichts. Ich glaube, ich habe die verkehrten Runen drin, um ehrlich zu sein. Hab zwar alles da, aber PlayStation nur noch wegen der Exclusive... Ja. Mit God of, ich hab bei PlayStation eigentlich nur wegen God of War, bin ich ehrlich. 5er Ritualblut, ja, herzlichen Glückwunsch, das hilft mir gerade richtig stark weiter, dass ich jetzt ein 5er Ritualblut gefunden habe im finalen Dungeon. Herzlichen Glückwunsch. So. Wo waren wir jetzt noch nicht? Eieiei. So, da und. Waren wir da schon? Ich glaube, da waren wir schon. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Prof habe ich dere. Abgesehen davon. Xbox, PC. Ja, aber ich sag jetzt, ich möchte jetzt Xbox nicht vor PlayStation oder sonst was stellen, weil, wie gesagt, ich bin offen für alles. So, aber ich hebe am PC halt spezifisch vor, weil du am PC halt deutlich mehr Möglichkeiten hast. Ne? Du hast am PC einfach immer safe 60 Frames. Also du hast ein derart scheiße programmiertes Spiel, aber was am PC angeht, bist du halt. Ah ja, hi. Aber was am PC angeht, bist du eigentlich der Konsole immer einer Nase voraus. Das ist eine Tatsache. Hä? Okay, wo zum Fick ist der Hebi? Ja, aber wir müssen irgendwas übersehen haben, Freunde der Sonne. Da muss irgendwo weitergehen, da muss irgendwo den Hebi geben. Das gibt's nicht. Alter, was zur verfickten Hölle? Was bist denn du jetzt? Du warst doch vorher nicht da. Ich hab keine Ahnung, was du... Achso, ach, du bist so eine Hüpfmade. Oh Gott. Warum wir tun's... Ja, okay, schön, aber wo... Ah, come on. Ich hab einfach die Tiere übersehen. Und ich hab auch die Falle übersehen. Ja, okay. Jetzt macht's Sinn.
Ja, ich find die Konsolenexklusivität auch kompletten Schwachsinn. Also. Ich finde es ja Schwachsinn, da jetzt zweimal die gleiche Falle. Ich muss mir ein bisschen. Freunde, ich muss mich jetzt noch ein bisschen konzentrieren, weil der Dungeon ist nicht ohne. Und ich muss auf alle Fälle mein Weapon richten, weil sonst kriegen wir da ein Problem. Sag mal bitte, dass da hinten der Hebi ist. Das war tatsächlich zauberhaft. Was ist denn jetzt schon wieder? Wer wirft denn jetzt da? Bist du unsichtbar oder was? Hä? Hä? Verstopft doch wer, ich hör's doch. Okay, Paranoia, ich sag's Ihnen, was ist. Das ist jetzt blöd, das ist mein Waffenbrucher, die muss ich auf alle Fälle reparieren dann. Wir müssen jetzt schauen, ob wir den Hebel irgendwie herkriegen. Mollys sind an und für sich schon mal nicht verkehrt. Aber wenn jetzt alle drei kommen, dann wird's aber greislich. Von oben? Das könnte durchaus möglich sein, ja. Oh Gott. Ich hasse die Hund. Jetzt bin ich sowieso gleich. Also ohne Scheiß, alles was 4 Beine hat in FromSoft spielen ist absolut geistesgestört. Der Ohrleg, der Dungeon ist richtig schwer, heilige Scheiße. Weil halt gefühlt der Ohrleg, was wir da Blutechos kriegen, heilige Scheiße. Ich hab jetzt einfach nur noch 2 Heilungen, what the fuck? Stimmt definitiv. Ich finde aber auch ein bisschen Splittung gut, weil ich kann mir bei Gott nicht vorstellen, einen Pokémon-Titel auf einer Xbox oder Playstation zu spielen. Ja, Nintendo ist ja nochmal. Ich würd fast sagen, Nintendo ist okay. Nintendo, glaube ich, bringst du vom Charme her auch nicht hin, wenn du das auf PC oder auf eine andere Konsole portierst. Das, glaube ich, macht keinen Sinn. Nintendo schwimmt so ein bisschen in ihren eigenen Gewässern. Würde ich sagen. Okay, da gibt's einfach fucking gar nichts. Emulator am PC, yes. Das wollen wir aber natürlich nicht laut sagen. Ne? Also ich hab natürlich eine Switch, das ist sowieso klar. Aber ob jetzt die ganzen alten Spiele, Game Boy Advance und so weiter, ne?
Ach Gott, da ist schon wieder so eine weiße Troller. Perfekt. Ich hab keine Ahnung, wie ich das mit 2 Heilung machen soll, aber das werden wir jetzt schon irgendwie... Wenn ich jetzt stirb, ist es auch nicht tragisch, weil... Dann kann ich wenigstens meine Waffen wieder herrichten. Oder wir finden davor einen Hebel. Auch eine Möglichkeit. Ne? Eins von beiden. Mhm, das ist der obere Bereich. Ach, du warst der Messerwerfer! Du kannst aber gleich runterschleichen. Arschloch, du. Ach nein, nicht noch mehr Hund, bitte nicht. Ich hasse From Software Hunde. From Software Hunde. Ah ja, irgendwer ist gestorben. Perfekt. Oh, bitte sag mal, dass du unterhebig ist. Das war natürlich jetzt... das wäre natürlich jetzt... Perfekt. Das ist der angenehmste Zufall, den man haben kann. Das heißt... Ah ja. Jetzt muss ich erstmal... Ne? Jetzt muss ich erstmal irgendwie... halbwegs heil da rauskommen. Ja, genau. Geh du mal. Warum wirst du jetzt nicht gestaggert und vorher schon? So. Ja, der ist eigentlich so früh, der Typ. Perfekt. Ab vom Hof. Ab vom Hof, ab in den Traum des Jägers, Waffe richten und aufwerten. Ich meine, die Aufwertungen werden mir jetzt zwar nicht mehr ein Teufel helfen, aber... Aber du bist schon gut, muss man sagen. Ich bezeichne, also danke fürs Kompliment, ich bezeichne mich als durchschnittlichen Souls-Spieler. Ich bin jetzt nicht besonders schlecht, aber ich bin jetzt auch nicht herausragend. Also ich weiß so ein bisschen, was ich mache. Glaube ich. Vermute. Dafür habe ich die Ehre und mehr sind wieder eine 50. So, Waffe reparieren. Easy. Genau, das muss ich auch noch ändern, das passt nämlich jetzt auch nicht. So, wir brauchen da. Die. Schadensreduktion erkannt, für physische Schaden, Eingeweideangriffe geben mehr Blut. Erberune, Eingeweideangriffe geben mehr Blutechos. Hä? Ein neuer GP, Clownspur-Rune. Was ist denn da überhaupt drin? Ach so, Auge, okay. Kommunion, höhere Blutführung, Maximalwert, verstärkt Eingeweide, Angriffe, Clownspur. Ja, der ist nicht schlecht. Ja, und das haben wir noch nicht. Passt. Easy. Dann fürs Fit bei dir. Rappi habe der das. Ja, servus, der Bazi wurde in der Sonne ja. So. Also diese letzten 3 Tage haben meinen Teint von der Haut massiv gut getan. Oder auch nicht. Also ich bin richtig heftig braun geworden. Frau Bazi im Übrigen auch. So. Ja gut, ich mein, ich bin auf dem Hardcap mittlerweile, das heißt, alles andere das bringt jetzt eigentlich nichts mehr, also machen wir es so. Weil du das heute im Discord nicht gesehen hast, glaube ich, Marlene da. Oh, na, ich muss sagen, mir Social Media technisch, was Twitch und etc. pp. angeht, die letzten Tage alle sind glitten, weil ich überall unterwegs war, nur nicht im Internet. Ne? Ich war viel draußen unterwegs, aber herzlichen Glückwunsch nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch zum Bestehen von Elden Ring, ne? Dass du es durchgezogen hast. Und natürlich auch GZ, dass du Marlene umgepimmelt hast. Ne? Hast du sehr gut gemacht. Freut mich. Mir freut's, dass du Gefallen an Elden Ring gefunden hast und dass du es durchgezogen hast. Wie gesagt, meine Wettschuld wird irgendwann im Laufe dieses oder Anfang nächsten Jahres beglichen. Ne?
Ich werde am Anfang nächsten oder Ende diesen Jahres das erste Mal in meinem Leben einen Shooter spielen. On-Stream. Ne? Das war eine Wette mit dem Dampfexpress, die ich verloren habe, weil er Elden Ring durchgezogen hat. Jetzt werde ich meine Wettschulden dann irgendwann begleichen. An dieser Stelle. Und Rappi, freut mich, dass bei dir alles gut ist. Und schön, dass du da bist. So, wo ist jetzt der erste Boss in dem Dungeon? Ich glaube, ich mag es gar nicht wissen. Pitomerianischer Abkömmling. Ja, herzlichen Glückwunsch. Stellen Sie bitte Ihre nicht vorhandene Kniescheibe. Oh Gott, der ist kreislich schnell. Oh ja, der ist kreislich schnell. Okay. Ich spiele natürlich gleich Sekiro. Da kannst du gerne machen, aber ich würde dir abraten davon tatsächlich. Muss leider im Foodlurk wünsche euch noch viel Spaß. Doc, danke dir für den Lurk und einen guten Appetit. Oh, Bazi müde. Nein, Bazi nicht müde, Bazi tot. So. Ne? Ja, also im Großen und Ganzen, meine ist er dann schon machbar, je nachdem. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaub, dass der Shiranui gesagt hat, dass dieser Dungeon auf New Game Plus 2 Level ist. So. Ach, du wirfst dein Sichel an, ja, perfekt. Es ist aber nett, dass wir über das einmal geredet haben. Oh, Molly wirft auch noch ins Gesicht, weil es kann. Teilweise gehen die Schuss durch ihm durch. Wann schießt man da, ist die Frage. Ah, okay, wenn die der erste trifft, dann kombiniert er noch. Oh, der hat eine zweite Phase. Oh, er hat zwei Sicheln, ja perfekt. Okay. Ja, jetzt übertreiben wir mal nicht, gell? Wenn ich Sekiro durchspiele, muss der Bazi Doom Eternal spielen. Ja, also du kannst es gern probieren, Dampfe, aber ich prophezeie dir, Sekiro ist auf einem anderen Level. Glaub mir das. Wie? Ich hab keine Blutviolen mehr. Oh, Alex, sag mir jetzt bitte nicht, dass ich anfangen muss, Blutviolen zu farmen, weil dann wären wir halt wieder nicht fertig. Hey, möchtest du mich verarschen? Ich hab doch weit über 500 Blutviolen gehabt. Ich hab einfach keine Blutviolen mehr. Möchtest du komplett trollen, oder was? Ja gut. Gut, dass man noch... Nicht das. Gut, dass wir noch ein paar Seelen haben, die wir entsprechend konsumieren können. Weil dann kann man von denen nämlich jetzt Blutviolen kaufen.
Schauen wir mal, wie viel ich für 56.000 Runen soll ich schon. Blutechos krieg. Wahrscheinlich nicht ein Teufel. Ja, okay, die 77 Gedorns dabei. Mal schauen wir mal. Der Controller da schon irgendwo in der Wand steckt, gell? Ach du, das ist noch entspannt. Ehrlich. Das ist noch entspannt. Bloodborne ist ein geiles Game, hab's geliebt, mehrfach durch. Ja, aber ich hab bis auf das eine Achievement, ne, sonst, ich hab alles. Ich brauche eigentlich nur noch diese scheiß bitomerianische Königin. Aber der Weg zu ihr ist halt steinig. Ne? Die Frage ist, gegen was bist du da drin anfällig? Bist du gegen Feuer anfällig, gegen Blitz? Ich weiß, du bist eher menschlich, glaube ich. Deswegen glaube ich, dass Blitz gegen die ganz geil sein kann, theoretisch. Ja, hau daneben, es ist perfekt. Wann kontert man denn den? Der ist aber relativ einfach zum Dodgen tatsächlich. Okay, jetzt hat er mich ein wenig verarscht. Hä? Möchtest du nicht deinen Phasenwechsel mal vollziehen? Nice. Ah, ja, perfekt. Du triffst durch die Mauer daher. Entspannt. Alter, wie der einfach durch die Säule durchwirft. Oh, nicht schön. Boah, leck, das ist geschert. Der wirft einfach sein Messer durch die Säule durch, der trifft mich trotzdem. Das habe ich nicht kommen sehen können. der Controller geht eh kaputt, wenn man mit Maus und Tastatur spielt. Big Brain Time. Ja. Okay, ich glaube, mein P ist ein bisschen loose. Wie dein P ist ein bisschen loose. So ein Spartipp. Ist also eine Salzkrankheit generell? Ja, in diesem Ausmaß eigentlich nicht. Also, es ist nicht so normal, dass der direkt so vor der Wand steht und das durch die Wand dann durchfliegt. Ne?
Das ist eigentlich nicht so. Aber, naja, gut. Was rede ich schon, ne? Ja, okay, du bist irgendwie, also ich weiß nicht, du bist irgendwie ein bisschen unkonventionell, was das angeht. Du machst einmal einen und dann einfach mit 20, so, auf die Art, ne? Ja gut, okay, ich glaub. Jetzt Moment. Entgegnersäule. Hey, ich check noch nicht. Boah. Okay, jetzt kommt sein Phasenwechsel. Okay, wenn er den doppelten macht, kann er... Okay. Okay, warum er jetzt am Fokus Wow, Alter, warum verliert der jetzt random einfach am Fokus? Das... Boah, leck, Alter. Ah, ist zu weit weg. Scheiße. Boah, die sollen, die haben Endgegner, ohne Scheiß. Die haben richtig Endgegner. Mit spät drum schießen. Ah, der nicht. Jeder andere, aber der nicht. Schade eigentlich. Wir durchdodgen.
Nice. Warten schon. 140.000 Runen. Holy shit, Alter. Puh. Ja, ohne war, also, ne, also, er ist unkonventionell gewesen, so, auf die Art. Fokus verlieren kommt mir bekannt vor. Ja, der war jetzt, wenn der hinter seiner scheiß Säule da verschwindet. Okay, den ersten Boss von dem Dungeon haben wir. Ja, das heißt, es steht nur noch einer zwischen dem eigentlichen Boss, den ich machen muss, um diese Trophäe zu kriegen. Ja, es ist ja schon mal was. Ich kann da mal schauen, ob ich ein bisschen Blutedelsteine gekriegt habe, tatsächlich. Da. Oh ja, 311. 318. War noch was Besseres vielleicht? Na gut, das wäre auch zu viel gewesen. Ne? Aber immerhin ein bisschen an Damage haben wir rausgeholt, ne? Ist ja schon mal was. So. Da mir Aufstiege jetzt absolut nichts mehr helfen, warte mal, wie viele Quecksilberkugeln haben wir? Da habe ich auch nicht mehr einen Teufel. Dann kaufe ich jetzt da mal. Sag jetzt einmal, ja, so 170 und den Rest habe ich in Kugeln. Bringt mir jetzt, glaube ich, tatsächlich sogar mehr. So, Einsicht verhauen wir auch gleich mal. Da haben wir jetzt noch wie viel? 3. Kaufen wir da mit 2. Da 4. Passt. Haut hin. Ganze 26 Blu-ray soll ich noch. Das ist, glaube ich, eine gute Idee, um weiterzumachen im Dungeon. Ne? Irgendwie macht er nur die Combo, wenn du in seiner Reichweite bist. Ja, der greift einmal an und wehe, er erwischt dich nicht, dann bricht er ab. Aber wenn du dann zu früh reindotschst, dann hängt er vor mir auch nicht dran. So. Also war mein Eindruck jetzt an der Stelle. Aber gut, nicht dramatisch, er ist ja down. Ne? Schauen wir mal, was dann der letzte Boss vor dem eigentlichen Boss ist. So, da ist ein Skarabäus, da gibt es nur einen Schatz. Den Schatz, der interessiert uns aber in dem Fall nicht. Wir machen straight. Ne? Wir machen das Ganze straight. Oh, ohne Witz, ich bin so froh, wenn wir dieses Platin-Thema endlich abschließen können im Bloodborne. Ich hab mir das einfach deutlich leichter vorgestellt. Na, wenn ich das vorher gewusst hätte, dann hätte man das wahrscheinlich niemals on-stream gemacht. Dann hätte ich es wahrscheinlich nicht mal off-stream gemacht. So. Aber was soll der Geiz? Ne? Alles für den Content. So, da ist die Tier. Das heißt, wir müssen den Hebel wieder. Ja, freilich kannst du bei deinem Feier Golfball oberschicken, ist eh klar. Und du kannst da mich reizweise. Wenn du jetzt da noch einen hast, dann bin ich natürlich gefragt, gell? Bist du ganz ein lustiger da herum, ja? Freilich geht man und triffst mich dann noch, ist eh klar. Also, wenn du einfach dein Maul hältst. So. Willkommen in der Welt der Platinjäger. Prof, ich bewundere nicht nur die Prof, ich bewundere alle anderen Menschen auf diesem Planeten, die freiwillig Platinjäger haben. Ne? Also wenn er mir jetzt vorstellt, dass ich Resident Evil im höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielen muss, damit ich überhaupt Platin kriege. Herzlichen Glückwunsch, da bin ich raus. So. Aha, das ist... Was ist denn das für ein Fest da unter? Ja, wow. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Also ich bin einfach froh, wenn ich den Hebel hab. Ne? Den Hebel, wenn ich hab, bin ich schon der glücklichste Mensch auf der Welt. Und wenn ich auch mit der Buchsen übers Leder hau, dann bin ich auch der glücklichste Mensch. Jawohl, Kugeln, ich darf's mir hergeben, für das bist du geboren worden, dass du mir deine Kugeln gibst. Aktuell habe ich 15 Platin, Respekt, ich hab keine einzige. Also offiziell habe ich keine einzige, inoffiziell habe ich 2. Was war denn jetzt das? Ach, du schießt untereinander mit seinen Steinen, oder was?
Du weißt was, wegen guten Manieren schubst du die Dame vom Balkon runter. Mir war olympische Gold lieber wie eine digitale Platin. Da glaube ich, bist du nicht der Einzige, dem das lieber war. So, lass mich raten. Das wird nicht so einfach sein, dass der Hebel da hinter drin ist, oder? Ich kann mir es eigentlich nicht vorstellen. Aber vielleicht ist Spey ja gnädig uns gegenüber. Ne? Das kann ja möglich sein. Oh, scusi. So, wir laufen mit dem Aufzug und schauen wir mal, da schauen wir mal unten rein. Spiele und gnädig? Naja, Soul-Spiele und gnädig. Das glaube ich, kannst du eigentlich nicht in einen Satz bauen. Was hat's jetzt ist dafür? Oh nein, es explodiert so wieder so elendig, oder? Ja, da heile ich mich lieber mal. Will ich mich da jetzt runterfallen lassen? Ich glaube, das ist keine gute Idee. Aber wer nicht wagt, der halt nicht gewinnt, ne? Bekannter. Ja, genau, bleibt es einmal da so stehen. Das ist gut. Na, da ist ein Käufer. Oh, oder auch nicht. Nein, ich mag kein Feuerwerk, Zupfzenk, ich bin schon dahin. Ich hab mir's genau gedacht, dass die noch schießen. Gerade nachgeschaut, habe 29 Spiele, wo ich schon ca. 80% an Trophäen habe. Ja, und wahrscheinlich hast du in 2 Jahren die 80% da voll, ne? So, der Hebe, wo wird der? Ja gut, der kann aber tatsächlich auch doch drin sein. Ja, mal die 2 Tanten da ausschalten. Wo ist denn da der? Ach, da ist die Plattform. Ah, da gibt's 2 Plattformen. Ah ja, okay, alles klar. So, Enkel, Eltern haben an Silvester definitiv... Aha, da hinten ist ein Gagel. Bei Enkel ist was anderes geknallt worden, habe ich so das dumpfe Gefühl. Liegen bleiben, du Batman-Verschnitt. Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung BZG kann. Hey, jetzt macht's am Prof nicht so fertig. Er ist addicted, ne? Er stirbt für die Platten. Ja, nein, das war ein wenig hochgegriffen, aber er gibt halt alles, ne, in seine Spiele. Er reizt es aus. So, wenn ich da jetzt rumspringe, will ich doch gnadenlos überfallen, oder? Alles andere war gelungen. Da grabe ich schon wieder irgendwas. Achso, oder auch nicht. Okay. Die Spiele haben ja eh was gekostet, also wird alles rausgeholt, was... Ja, eigentlich ist das ja auch sinnvoll, ne? Aber ganz ehrlich, das ist wie so bei Pokémon, ne? Die einen kaufen sich Pokémon, weil die haben einfach Bock, das Spiel zum Spielen. Dann gibt's eine Nische in Pokémon, die haben rein auf Sammeln aus. Die fangen alles, was kreucht und fleucht, in jeder Form, in jedem Geschlecht. Also alles, die machen einen Live-Index, dass du sagst, den kannst du nicht einmal so gut meinen. Und dann gibt's Namen erschienen, das sind die reinen Competitive-Spieler. Die scheißen aufs komplette Spiel, die rotzen das auf 2 Tage durch, nur das Competitive spielen können. Ne? Und so ist es bei den Spielen auch. Es gibt halt Leute wie mich, die spielen das Spiel, weil es halt einfach geil ist. So. Dann gibt es so Leute wie ein Prof, die haben voll drauf aus, Platin-Trophäe oder halt generell Trophäen zum Handeln, Achievements voll zu machen. Und dann gibt es halt wieder die anderen Leute, die wollen das einfach, wenn es möglich ist, die wollen das einfach nur competitive spielen. Dann gibt es nur die in die Emulatoren ihren Glitch versuchen. Ja, richtig, genau. Die gibt es auch. Und das sind Speedrunner. Ja, herzlichen Glückwunsch, jetzt bin ich aber auch wieder nicht weit. Hör doch du auf mit deinen Feuerbomben. Was möchtest denn du überhaupt, ha? Du Griersperl. Ja, genau, hacke du da mal weiter, das ist gut, da bist du gut aufgekommen. Du weißt was, weil du so fleißig bist, kriegst du als Belohnung
das Abzeichen Sägehackball im Arsch. Da schau her. Das kriegst nur du. Weil du so fleißig hackelst. So. Ja, der interessiert... Wo ist der Hebel? Leute, mir interessiert nichts anderes als wie der Hebel. Ich will nur den Hebel haben. Alles andere ist mir schnurzegal. Aha, der Jumbo. Abidere. Wie schaut's aus? Nockabazi Sepp. Bewachst du vielleicht den Hebel? Warum gehst du denn jetzt einfach weg? Was ist der mit der darf da nicht Arschritze auseinanderziehen? Gediegen. Hat der schon gespannt, dass ich da bin. Erster Run immer Story, zweiter Run beginnt der Jagd und der dritte Run ist Platin. Ah ja, imagine ein Pokémon-Spiel mit alle Pokémon, 1000 plus Pokémon und davor ein Platin-Run, wo man alle Pokémon schillern gefahren. Ja, da kannst du dich erschießen gehen. Dann kannst du dich erschießen gehen. Ja? Da wünsche ich gar also ich habe wirklich viele Shinies, vor allem in Schwert und Schild. Aber ich bin jetzt auch nicht so, dass ich sage, okay, ich bin jetzt scharf drauf, jetzt Pokémon in Shiny zu besitzen. Kann mir jetzt bitte von euch irgendwer freiwillig sagen, von irgendeinem Monster da nicht, wo der Hebel ist? Der muss ja, der kann ja nicht weit sein, das gibt's ja, der muss ja irgendwo da sein. Aber wahrscheinlich ist er dann da oben, oder? Oder ist er da herunterren? Das kann natürlich auch möglich sein. Oh nein, das ist schon wieder Hund. Nein, nicht Hund, sitz. Bitte, mach, tu, egal was du tust, sitz. Dankeschön. Oh Gott, Tante. Oh, lecker das Fei. Da ist der Hebel. Ich habe einen Hebel gefunden. Mir soll es anders wurscht. Ich brauche nur den Hebel. So. Dankeschön. Please kill me. Ja, wobei. Wir haben 1000 Runen. Du, dich sollte mir jetzt... Oh, leck. Was? Der Hebel ist aktiviert, alles andere interessiert mich nicht. Oder in 2 Stunden alle schillernden Pokémon fangen. Wie soll denn das gehen? Wir möchten über 1000 Pokémon innerhalb von 2 Stunden in Shiny fangen. Alter, du, wenn's Glück hast, findest du eins. Ja, gut, wobei mittlerweile ist das, was Shiny Handen angeht, im Pokémon auch deutlich leichter geworden. Aber, ne? So. Wir haben einen in der Zeit. Wir haben eine gute Zeit. So. Dann ist da jetzt der nächste Boss. Jetzt hoffen wir mal, dass das jetzt auch nicht so eine komplett gestörte Herausforderung wird, ne? Dass es irgendwie überschaubar bleibt. Oh Gott, Aderlos Bestie. Jetzt okay, jetzt dauert's. Au. Oh. Entspann dich, komm.
Muss ich das gut finden, dass aus deinem Kopf 1000 Viertel rausgekrochen kommt? Easy first try, bitch. Oder wie in Resi 2, mach nicht mehr als 14.000 Schritte dabei. Boah, das ist halt auch so grau, gell? Also teilweise, wie krass Platin-Trophäen quasi vermauert werden, damit du die überhaupt kriegst. Das ist schon heftig. Das ist halt schon wirklich heftig, ne? Mal sagst du jetzt am Bloodborne. Am Bloodborne haben wir gedacht, passt, ist nur noch eine Trophäe, machst ein paar Dungeons, ein paar Bosse, das kannst du ja irgendwie ein wenig, ne? Werd schon hinhauen, ja genau. Von wegen. So einfach ist das nicht. Für die Unwissenden, ein Shiny-Pokémon zu finden, liegt bei einer Chance von 1 zu 4000 und ein paar zerquetschte mit dem Schillerpin kann man das auf 1 zu 2000 reduzieren. Mit der Masuda-Methode haben sogar 1 zu 500 irgendwas. Masuda-Methode ist quasi übers Brüten. Also du züchtest quasi, du steckst ein Ditto und halt irgendein Pokémon, das du in Shiny haben willst, steckst du mit Schillerpin in die Pension, lass die Pokémon dann rattern, bis das komplett am Ende haben. Ne, da kommen dann ungefähr zwischen 500 und 1000 Eier raus und irgendeins von denen schlüpft dann in Shiny. Das ist übrigens auch, wenn es das dann mit Competitive passt, so habe ich es getan. Ich habe 6 TV Max Ditto und halt mein Pokémon meiner Wahl quasi, was ich halt Competitive spielen wollte, in eine Pension getan. Habe halt so lange rumgerattert, bis es in Shiny kam und bis die Werte passt haben. Ne? So habe ich quasi meine Competitive Shinies gezüchtet. Dann sind sie nicht der Trophäen, nur Bronze und der Silber. Ja, das ist halt dann der Next Level Shit. So, ne? Wenn es dann hinter einer Bronze oder wenn es dann nicht der Bronze oder Silber ist. Oh, da haben wir jetzt. Oh. Na, den brauchen wir. Achso, den habe ich versehentlich außer da, ja, okay. Okay. Kaufe ich geschwind noch mehr Feuerpapier. So, Freunde, wir haben jetzt noch einen einzigen Boss. Einen einzigen Boss. Und das ist der Boss meiner Begierde. Wenn wir den haben, dann können wir uns gratulieren. Kollektiv. Das wäre mal den ersten Hebel. Unfichterlich hat es Unmögliche geschafft, den Pokémon beim Fang-Tutorial in strahlender Diamant und Leuchteperle ist eine Shiny Bidi zu erschienen beim ersten Duell. Das ist, also ohne Scheiß, da hätte sie Lotto spielen können. Es ist ja so, schau, die Wahrscheinlichkeit, dass du im Early Game eine Shiny findest, so derartig gering, aber dass dein Mentor, der dir das Fangen zeigt, ein Shiny encounterst, was du, by the way, gar nicht fangen kannst, ne? Also das habe ich noch nie in meinem Leben irgendwo gesehen. Noch nie. Es war faszinierend und frustrierend zugleich für sie. Freunde der Sonne, by the way, der Sei hat es auch angepinnt. Trinkt's bei der Hitze ausreichend, ne? Trinken bei so vielen Temperaturen
und so warmen und heißen Temperaturen ist wichtig. Ja, nicht, dass ihr mal einen Rärm nimmt und ihr dann mit irgendwelchen komatösen Zuständen dann irgendwie verendet. Ne? Also trinkt's ausreichend, ist sehr, sehr wichtig. Bei mir ja rund im Keller geht's, da ist angenehm kühl, da glaube ich, habe jetzt 20 Grad rund. Aber sobald ich die Tür verlasse und dann nach oben gehe, da trifft mich halber der Schlag. So, ne? Also gefühlt. So, auf zum letzten Boss, hätte ich fast gesagt. Ne? Ebene 3, Pitomero Ihül. Bis bei 5 Liter halt brav kommen. Genauso muss das. Gut, 5 habe ich noch nicht, aber... Am besten Getränke ohne Kohlensäure, ohne Zucker und auf Zimmertemperatur oder auf 50 Grad aus lauwarmer Tee. Ja. Nicht mit Zucker kompensieren, das ist nicht so gut. Ne? So, jetzt werden wir ja den als das auch noch irgendwie hinkriegen, oder? Jetzt haben wir schon so weit geschafft. Ja, da unten ist wieder weltbester Minenarbeiter. Wisst ihr was? Zwecks der Vollständigkeit rufen wir uns da noch an. Ne? Weil warum nicht? So, da ist die Tür, das passt ihm. Dann rüste ich jetzt da einmal Dann rüste ich jetzt da einmal noch das Zeichen des alten Jägers aus. Damit ich sofort, wenn ich den Hebel hab, dass wir dann sofort, habe ich die Reolek, dass wir dann sofort an die Laterne kommen. Ja genau, mach du mal aufmerksam, das ist gut. Da kommt garantiert von oben was runtergesprungen. Oder auch nicht. Ah, recht. Oh, da ist eine Jägerin. Wie denke bist denn du? Mike bleibt da. Weil wir auch aber der grüß dich, gut. Wie die halt einfach auch 35.000 Blutechos gibt. Oh, da hätte man noch einen. Walla! Walla-Krise! Die beschwören wir jetzt auch einfach, weil warum nicht? Pass auf, hab ich noch ein... Ich habe gar keine Einsicht mehr, abgesehen davon. Haha, okay, wir beschwören wir nicht. Muss auch ohne gehen. Da hinten scheint kein Hebel zu sein, dann gehen wir gleich rechts. Oh, hi. Gleich weg damit. Weil wir alles fit bei dir. Gut, da gibt's nichts, da müssen wir anders. Da müssen wir doch Vierige, ja, hilft nicht. Da ist noch mehr Jäger. Oder? Nein, das ist kein Jäger. Fake News. Sorry. Den hat's jetzt noch braucht, oder? Den einen Hit. Wo bist du jetzt? Ey, was fangst du denn auch mit dem Geficker jetzt hier irgendeinen Streit da? So.
Bin froh, dass man frei ist und kocht gerade ein Bratkartoffel. Wow, leck. Dann lasst er die auf alle Fälle schon mal schmecken. Und natürlich passt das, mein Autoschuss ist vorhin kaputt gegangen. Inwiefern kaputt gegangen? Wow, leck, dass man da auch noch eine wischt, das mit dem hab ich jetzt nicht gerechnet. Ja, das hättest du mir gern. What du leck, ich komm! Also fürs Protokoll, ich hab ihm aus der Scheiße geholfen, gell? Jetzt hab ich da Grabsucher Org, geschubster Org gelesen. Ja, warum wohl? Es war ein geschubster Org, wenn's das umherzt. So, Oleg, du, ich mein, wir müssen da rauf. Meiner die, ne? Ich weiß nicht, was du meinst, aber du kannst da nicht reden, deswegen sagt er sie, dass ich meine, dass wir da rauf müssen. Oh, Schermer, das ist mit großartiger Weisheit einhergegangen. Ne? Durch das haben wir großartige Weisheit erhalten. Also du nicht, ich schon, aber naja, das zählt ja halt nichts. So, dann werden wir da rauf müssen. Oleg, ich meine, wir müssen da rauf. Das meine ich, du, das meine ich, wird ihm nicht anders. Jetzt, du, ich schaue jetzt da mal, gell? Oh, perfekt, du hast. Oleg, ich hab einen Hebel gefunden. Du, Oleg, da schau mal. Es war jetzt ganz sauberhaft, wenn du bei mir bleiben darfst. Ja, natürlich bleibt er nicht da, das ist eh klar. Ich meine, der hat auch noch 2 Gehirnzellen, ich meine, ich kann es ihm nicht verübeln nehmen. Was soll ich machen? So, der Hebel ist gehebelt. Oleg, ich weiß nicht, wenn du da vertrischst. Ah, hi. Oleg, da meine ich, baut man's, hä? Ah, Oleg, fuck, bin ich blind. Ja, dann haben wir das, glaube ich, Freunde, ich glaube, wir nähern uns tatsächlich dem Bloodborne Platin-Finale, ne? Du warst nicht das richtig, sag ich? Meine haben wir es dann gleich. Also hoffe ich. War die anstrengend nur gewesen. So sind gewisses. So, da hinten ist der Hebel. Jetzt haben wir nämlich genügend Blutechos. Die gebe ich jetzt noch schnell geschwind aus. Ole, mehr. Achso, geht ja nicht. Ja, Moment. Alte 4 schon vorgewarnt? Na. Du, also, jetzt haben wir so kurz davor. Jetzt glaube ich, meine, gibt's keine alte 4 mehr. Na, ich will sie ja erst recht haben. Gut. Machen wir wieder Hälfte. Oder wie viel habe ich denn da jetzt? 342, ja, du machen wir Hälfte, weil die Aufstiege helfen mir jetzt nichts mehr an der Stelle. Oder nicht viel. Stufe 124, das sollte dann eigentlich passen und dann muss ich wenigstens die Profi holen fahren. Es ist ja auch was. Ja, da. Gib ihm. So. Kugeln brauche ich dann jetzt, denke ich mal, keine mehr. Das passt ja schon. So, ab zur Königin. Bin ich gespannt, ob der Bart sich ein wenig in Rage kommt.
Bei der pitomerianischen Königin glaube ich nicht, weil die soll nicht so krass schwer sein. Ein Kollege, Lettländer, hat Olex geheißen. Olex man nicht. Oh mein Gott, na. Ja, da kann man schon vorstellen, dass du den einen oder anderen witzigen Spruch geleistet hast, oder? Den, wo er nicht verstanden hat. So, Freunde der Sonne. Hinter dieser Tür soll es geschehen. Hinter dieser Tür wartet meine in Fleisch gewordene Platin-Trophäe. Ne? Dieser eine Boss noch und dann haben wir Platin im Bloodborne. Verdientermaßen, da ich fast sagen. Die Frage ist, wo ich mir jetzt stehe. Sind wir ready? Also ich weiß, was für ein Boss kommt, aber ne? Ist jetzt glaube ich nicht so auf dem Radan-Level, wie wir gerade haben in Elden Ring. Ne? Aber trotzdem, zwecks der Vollständigkeit, haben wir mir ready für die pitomerianische Königin. Ich glaube schon fast, oder? Ich glaube schon fast, dass wir ready haben. In Fleisch gewordene Platin-Trophäe so, den merke ich mir. Ja. Merkst du mal. Den merkst du mal, Mr. Seitsching. Gut, dann grätsch mir am Dom ein, weil was soll schief gehen. Ne? Da steht schon. Janam, pitomerianische Königin. Wo ist jetzt? Ah, der andere ist auch noch lebendig, okay. Musik ist geil. Das ist sie, okay. Nein. Oh, scheiße, jetzt bin ich mal weggekommen. Schade. Schade, kein First Try. Der Boss ist nur ganz leicht weird. Ja, weil du das Baby schreibt, meinst? Oder was genau meinst du jetzt? Das Babygeschrei und das Blut von vorne raus, ja, das hat einen Hintergrund, warum das so ist. Die Lady Jana, quasi diese Tante da drin,
Die wurde quasi mehr oder weniger von einem Gott auserwählt, sein Kind zu gebären, ne? Quasi diesem der formlose Oedon heißt ja, das ist eine Gottheit in Bloodborne. Und sie hat die Aufgabe, diesen Gott auszutragen. Das Problem ist nur, bring als Mensch einen Gott zur Welt. Das ist nicht so einfach. Und deswegen ist sie sozusagen die Königin von Yanam. Und das Baby, was da schreit, das ist quasi der Oedon, ja, also der frisch geborene Gott. Und der formlose Oedon heißt ja nicht ohne Grund so, den hört man nur, man sagt ihn aber nicht in keiner Gestalt. Der ist quasi unsichtbar. Und deswegen ist das Baby, das ist irgendwo da in der Nähe von ihr, aber man hört es nur, aber man sagt es halt nicht. So. Also das ist so ein bisschen grob zusammengefasst, was hier Phase ist. Die finden wir auch im Laufe des Hauptspiels das eine oder andere Mal vor. Zweimal, einmal nachdem wir Rom getötet haben und einmal kurz bevor wir halt Mergos Amme, also sprich bevor man halt den fast finalen Boss macht, sozusagen. Ne? Also Mergo ist quasi das Kind vom formlosen Oedon, sozusagen. Also sie ist die Mutter von Mergo, sozusagen. Und der ist halt natürlich wie sein Papa halt auch formlos. Ne? Deswegen ist es so, wie es ist. Oh. Okay, jetzt verstehe ich auch den Grab. Jetzt verstehe ich auch den Grab dahinter. Wenn der Grab, da macht sie normalerweise die Explosion, aber quasi jetzt Dusel gehabt, dass das genau nicht passiert. Okay, gut. Dann muss man einfach. Gut, aber ich habe jetzt nicht gesehen, wann die grabt. Müssen wir nochmal Obacht geben. Aber die ist nicht so dramatisch. Ne? Also da haben wir schon Schlimmes gehabt. Ich sag, wir haben es im First Try fast down gehabt. Ne? Wenn ich nicht einmal so oft getroffen worden wäre, dann war der auch noch da nicht gekommen. So. Aber das passiert. Mich wundert es, dass die sich jetzt so nicht da bewegt. Wo wird man da... Okay, ja, ist egal. Nevermind. Ist irrelevant, glaube ich. Okay. Mal mit Blitz probieren. Macht auch guten Schaden. Die kann man sogar eingeweihte Angriffe machen. Au. Au. Ei, wir von Scharfschützen mit der gesniped. Au.
Oh, leck, Alter. Das ist wohl ihr Ult. Oh, Sprint. Jetzt kommt noch mehr. Moment. Wow, leck, der macht viel Schaden. Okay, der wird jetzt auf keinen Fall mehr greedy werden. Ah, die mit dem Blutschwert ist die echte. Ich zünd dich an, ey. Oh nein. Stirb! Ja! Bloodborne auf Platin! Jan am Stein. Neuer Meilenstein erreicht. Ja, herzlichen Glückwunsch. Oh mein Gott, was macht denn der Jan am Stein? Funken. Heiliges Erbstück von Jan am Pitomerianische. Ja, und was machst jetzt du? Die Königin ist tot, aber ihr entsetzliches Bewusstsein schläft nur und bewegt sich aufgeregt. Okay, was macht man mit dem Ding? Ich hab keine Ahnung. Kann ich jetzt da irgendwas Besonderes kaufen? Danke für die GGs an der Stelle. Das ist das Baby? Na, das ist sie, glaube ich, oder? Mai Kommandiere. So, nice, Schlüsselgehäuse gekauft, gibt's bald einen Umbaustream. Nice! Umbaustreams sind immer gut. So, was kann jetzt das Baby? Lul, was kann ich da jetzt? Ich hab keine Ahnung, was man mit dem Ding da kann. Ich weiß es nicht. Kann man das verwenden? Na. Ich weiß, keine Ahnung, was man mit Jan am Stein tut. Weiß ich nicht. Brenne der Sonne. Aber we fucking finally did it. Es hat ja lang nur gedauert. So, schauen wir mit Waffen vielleicht noch mal eins weitergegangen. Wahrscheinlich eher nicht. Oder kann man den da... Achso. Also jetzt vielleicht doch, den kann man da einsetzen, aber dabei... German erwartet euch. Geht. Ja. Nun gut. Lasst So. mich.
So, mit Stufe 125 ist eigentlich eine schöne Stufe, um ins DLC zu gehen. Ne? Mit dieser Stufe gehen wir dann im Herbst irgendwann ins DLC. Wir haben ja jetzt, Gott sei Dank, alles erledigt soweit. Wir haben die Dungeons jetzt endlich hinter uns. Pass, die müssen wir uns jetzt aber fast anschauen, gell? Zauberhaft. Freunde, zauberhaft. Also wenn das nicht zauberhaft ist, dann weiß ich es auch nicht. Ne? Dann weiß ich es aber auch nicht. Ne? Das ist mein erstes Souls-Spiel, was ich offiziell platiniere. Ne? Ich habe ja Demon's Souls schon inoffiziell platiniert, ne? Auf einem anderen PlayStation-Profil, das es nicht mehr gibt. Aber das ist offiziell on-stream die erste Platin-Trophäe, die ich quasi mehr oder weniger gehuntet habe. Ja? Also gehuntet habe ich jetzt eigentlich nicht, ich habe es einfach nur so lange gesuchtet und habe dann irgendwann festgestellt, hey, fuck, mir geht nur noch eine Trophäe ab. Ne? Aber holy shit, also ohne Witz, also die ist nicht ohne, diese Trophäe, die Pitomerianische Königin. Leck mich am Arsch, die ist ganz schön, die ist schon gescheit krass verbaut. Bist du komplett bescheuert. Ne? Es gibt halt fürs DLC gibt's auch noch einmal separate Trophäen. Da gibt's aber nur 6, glaube ich, 3. 6. Ne? Ob wir die alle holen, das weiß ich nicht. Ich werde nicht danach handeln. Wir nehmen es einfach, wie es kommt. Ne? Aber Hauptsache, das Main Game ist jetzt fertig platiniert. Dasselbe in Grün haben wir dann übrigens auch bei diesem Ding hier. Ne? Das werden wir auch im Herbst eine machen. Also könnt ihr euch schon mal auf einen weiteren Sekiro-Run freuen. Da fehlt auch nur noch eine Trophäe. Also eine davon ist die Platin, logischerweise. Und das andere ist das Ding hier. Ne? Ich weiß ganz genau, was es ist. Und zwar ist es einfach, du musst alle Skillbäume komplett ausgekauft haben. Mit deiner ganzen EXP, die du kriegst. Ne? Das dauert ein bisschen, aber das bekommen wir hin. Ne? Das ist nicht schwer. Das ist nicht schwer, man muss einfach immer wieder Sekiro durchspielen und das wird, glaube ich, lustig. Man kann auch ab einem gewissen Punkt ziemlich geil EXP farmen. Werden wir uns dann anschauen, ob man dann einfach immer nur an einer und derselben Stelle grinden oder ob man einfach Spiel 2 mal durchspielen. Müssen wir schauen. Ne? Aber da verhält es sich halt eben ähnlich wie halt in Bloodborne. Da habe ich habe Sekiro so hart gesuchtet, dass ich irgendwann einfach alle Trophäen bis auf eine gehabt habe. Ne? Und deswegen werden wir mir auch in Sekiro, keine Sorge, das wird normalerweise nicht so ein Akt wie in Bloodborne, werden wir uns in Sekiro, wenn wir schon dabei haben, auch diese Platin-Trophäe holen. Ne? Aber auf das freue ich mich schon. Auf Sekiro, da juckt es mir schon lange unter die Finger. Da bin ich schon richtig. Ich mache es normalerweise traditionshalber immer so, dass ich im Jahr einmal für mich selber einen Sekiro-Run mache. Mit dieser Tradition habe ich aber jetzt das letzte Jahr komplett gebrochen, weil Umbau und das Jahr, ne, heben wir so halt auf, bis das soweit ist. Ja gut, Freunde, da hinten ist der Endboss, den machen wir erst, nachdem wir das DLC gespielt haben, weil sonst müsste die nämlich ins New Game Plus. Das kann man da nämlich anders wie in Elden Ring nicht aussuchen. Wenn ich hier den Endboss lege, kommst du sofort ins New Game Plus. Na, dann fangst du das ganze Spiel wieder von vorne an. Und auf das habe ich keinen Bock. Deswegen macht man Endboss erst dann, wenn wir das DLC fertig haben. Ne? Und dann mit diesem Endboss beenden wir dann auch das Projekt Bloodborne tatsächlich. On-Stream zumindest. Ne? Gut, so, jetzt haben wir nur ein Problem. Es ist ja Streife 8 und ich habe keinen Ersatzcontent für euch. Na, ich kann euch leider jetzt keinen Ersatzcontent bieten, aber das heißt ja nicht, dass wir schon offline gehen, wir können gerne noch Reactions machen. Well, genau, ich weiß ganz genau, was wir jetzt tun. Freunde, wir stimmen uns jetzt gemeinsam. Jetzt machen wir da erst einmal zu und dann machen wir da einmal aus. Und dann, Freunde der Sonne, habe ich einen Vorschlag für euch. Wir stimmen uns nämlich jetzt gemeinsam auf Black Myth Wukong ein. Für die wo jetzt nicht wissen, was das überhaupt ist und von dem Spiel generell noch nie irgendwas gehört haben, keine Sorge, ich fange euch auf. Na, wir stimmen uns jetzt gemeinsam auf dieses Game ein. Und ich habe schon richtig Bock drauf. Jetzt passt auf, Obacht. Da machen wir das jetzt nämlich ganz einfach. Da reagieren wir jetzt einfach so ein bisschen drauf. Okay? Reactions haben wir tatsächlich schon lange nicht mehr gemacht. Wird einmal wieder Zeit, wenn du mich fragst. Ne? So, dann machen wir einen Chrome-Zap ein bisschen lauter, damit ihr im Stream auch was habt davon. Und dann... Wir können tatsächlich auf zwei Dinge ein bisschen reagieren. Tatsächlich. Also jetzt reagieren wir erst einmal auf Black Myth und dann zeige ich vielleicht noch was ab, was ich auch extrem hyped bin, was heuer noch rauskommt, da wo ich mir aber noch nicht sicher bin, ob ich das On-Stream spiele. Ne? Also ich werde es auf alle Fälle kaufen und auf alle Fälle privat spielen. Ob ich es On-Stream spiele, das kann ich nicht versprechen. Ne? Aber jetzt eines nach dem anderen. So, jetzt passt so, Obacht. Da schauen wir uns nämlich jetzt einfach den finalen Launch-Trailer an. Ich hab mir ja quasi schon mal angeschaut. Also halt im Flyby so ein bisschen. Ne?
Und da stimmen wir uns jetzt gemeinsam schon mal ein bisschen drauf ein, hätte ich gesagt. So. Wenn's jetzt, ich hoffe, dass jetzt nicht zu laut oder zu leise wird. Wenn ja, dann bitte schreit's einfach ganz laut, okay? Aber das sollte eigentlich passen. Spey kommt am Dienstag raus und ich werde es mal am Mittwoch kaufen. Oder am Mittwoch on-stream spielen. Da, allein, wenn man sich jetzt einmal diese Optik von dem Ding angibt, es ist einfach, es ist so geistesgestört, in was für Richtung die Grafik der Spiele geht mittlerweile. Deswegen habe ich ja vorher eingangs erwähnt, dass ich glaube, dass mein PC ja unten einen Propeller-Move machen wird. Ne? Obwohl ich habe mir die Min-Anforderungen schon angeschaut, die Hand nicht so berauschend. Also ich glaube, also wenn das Spiel gut optimiert ist, dann läuft das auf meiner Mühle normalerweise problemlos. Es schaut so brutal gut aus. Sei merci dir. Soll ich vielleicht dazu sagen, das Spiel spielt in der chinesischen Mythologie. Ne? Also, es stellt so quasi die Reise des Affenkönigs ins gelobte Land stellt's vor. Irgendwie so, glaube ich, heißt es. Also der Affenkönig Wukong, das ist quasi der Charakter, den wir mir dann später sehen, wir jetzt dann auch gleich im Trailer, dem seine Reise soll das ein bisschen darstellen. Ne? Deswegen auch das ganze chinesische Setting tatsächlich. Das ist der Zeitgenosse noch. Also allein wie die ganzen Viecher alle gestaltet haben, das schaut einfach so und das ist einfach mal was Neues. Ich habe noch nie was aus der chinesischen Mythologie gespielt und die Viecher, wie die teilweise alle ausschauen, das ist schon geil. Also so als Fantasy-Liebhaber fahre ich voll drauf ab. Ungi habe ich der, grüß dich gut. Sagst du nächstes Platin-Projekt? Nein. Abgesehen davon möchte ich es ja auf Steam spielen, so am PC, ne? Okay, es gibt wohl auch versteckte Wände. Aber ihr habt so das fette Chinesen-Baby mit der Melone. Das ist wieder Klischee, ne? Alle chinesischen Kinder einfach erstmal grundsätzlich dick darstellen, ne? Schaut einfach so unfassbar gut aus.
Oh, Blutmond. Ich hab Bock. 20. August 2024, Freunde der Sonne. Ab kommenden Dienstag für PlayStation 5 und Steam. Gibt es nicht für Xbox? Lol. Darkford, devious-natured, hunting that Gwai is no simple task. You do have some skill, but this land bites. Wir können ja nicht durchsuchen, Kreis. Also, wie gesagt, ich bin hyped as fuck auf das Spiel. Es kann nur, also ich hoffe, es kann nur gut werden. Sag ich ganz ehrlich, wie es ist. Wird's bei mir... Oh, excuse. Wird's bei mir ab kommenden Mittwoch im Programm geben, okay? Am Dienstag erscheint's und ich werde es ab Mittwoch im Stream spielen. Also ich werde nächsten Mittwoch definitiv live gehen. Wir werden nicht erst um 6 Uhr live gehen, sondern schon um 5 Uhr. Und da machen wir dann wahrscheinlich einen 4,5 Stunden Stream. So, auf die Art. Also bei Black Myth, wo ich bisher so außergehört habe und außergelesen habe, so ein bisschen, es soll wohl 80 Bosse geben in dem Spiel. Es soll aber kein Souls-like nicht werden. Ne? Also es soll sich mehr, also angeblich, es sind ja nur Sachen, die ich gehört habe, es soll sich mehr eher spielen wie Ghost of Tsushima, sag ich jetzt einmal. Also eher mehr ein offenes Spiel fürs breite Publikum sozusagen. Es gibt nicht eine direkt krasse Open World, sondern es gibt mehr ausgedehnte Schlauchlevel, wo sie tatsächlich gar nicht einmal so schlecht finde, weil Schlauchlevel ist so ein guter Spagat zwischen komplett, also du kannst es gut erkunden, es ist aber gleichzeitig nicht komplett überladen. So, also es ist mehr so wie es geht so mehr in die Neo-Richtung oder mehr so in die Dark Souls-Richtung, dass du jetzt sagst, du hast viele Orte sozusagen, die optisch immer anders und richtig geil ausschauen und die haben da entsprechende Größe, aber sie haben jetzt nicht übergroß. Das finde ich gar nicht schlecht, wenn sie so kommt. Und sie haben sich wohl auch einiges an Sekiro angeschaut. Du spielst zum Beispiel halt immer nur diesen einen Charakter. Du kannst da quasi keinen Charakter nicht erstellen, ja, weil du spielst den Affenkönig. Es gibt wohl mehrere Rüstungen. Du spielst aber immer nur mit ein und derselben Waffe. Du kannst aber unterschiedliche Gestalten annehmen. Das haben wir im Trailer ja ganz gut gesehen. Was man so ein wenig aussagt, ist, wenn du Bosse besiegst, sammelst du irgendeine Essenz auf in so einer Art Kürbisflaschen und dann kannst du dich wohl für eine gewisse Zeit in diese Gestalt verwandeln, wo es dir dann wahrscheinlich irgendwelche Special-Attribute bringt. Keine Ahnung, kannst du mit Feuer angreifen oder mit Wind oder mit Blitz oder was weiß der Teufel was. Und es soll einen sehr gut ausbaubaren Skillbaum geben. Ne? Also praktisch ähnlich wie in Sekiro, du levelst keine Stats nicht, also sowas wie HP, Geschicklichkeit, Ausdauer etc. pp., sondern du kriegst Erfahrungspunkte und die Erfahrungspunkte kannst du dann investieren, um deine Skills auszubauen. Und es soll wohl die Mechanik so sein, dass du quasi, sagen wir mal, du hast jetzt du hast einen Balken wie in Sekiro auch, da sammelst du deine Experience. Und immer dann, wenn du halt quasi den Balken einmal voll machst, kriegst du eine Experience dazu. Wenn du ihn wieder voll machst, haben es 2. Wenn du ihn wieder voll machst, haben es 3. Die Zahl, die wo vorne dran steht, ist safe, auch wenn du stirbst. Aber die Erfahrung, die wo du in den Balken drin hast, die geht flöten, sobald du stirbst. Also es ist wie in Sekiro wohl, dass du aufschauen musst, wie viel Erfahrung hast du schon gesammelt bis zum nächsten Level up. Dann solltest du das noch erfarmen und erst dann in irgendeinen Boss reinrennen, weil wenn du dann da stirbst, ist halt die Erfahrung bis zum nächsten Level up futsch. Ne?
Also das sind die Infos, die ich bisher habe. Aber an und für sich, bis auf die Trailer, habe ich bisher nichts gesehen. Und ich werde mir da auch nichts anschauen, weil ich will dieses Spiel komplett blind genießen. Ne? Da ist mir so, das sind die chinesischen, japanischen Elemente wie von Kung Fu Panda, Avatar, Herr der Elemente und so weiter, wie die Gottesanbeterin, der Kampftiger oder die Löwenschildkröte. Es ist alles chinesische Mythologie. Alle diese Gestalten, die man hier wohl sieht, kämen wohl in der chinesischen Mythologie vor. Ne? Also die Kerngeschichte ist quasi, ich müsste jetzt googeln, wie das heißt, aber das ist quasi die Reise vom Affenkönig Wukong ins gelobte Land oder ins geheiligte Land, irgendwie sowas. Das ist quasi eine Überlieferung aus China, das gibt es auch in echt und an das ist dieses Spiel quasi angelehnt, mit all seiner Pracht. Diese ganzen Orte, die man wohl besuchen kann, die kommen in der Mythologie vor, die ganzen NPCs, die man da besucht und besprechen und anquatschen und bepimmeln kann, die gibt es wohl in der Mythologie, so auch die ganzen Gegner, die wo da vorkommen. Ne? Also das kannst du so ein bisschen vorstellen wie God of War im chinesischen Universum, so ein bisschen. Ne? God of War ist ja auch noch der griechischen Mythologie, beziehungsweise jetzt teilweise noch der nordischen Mythologie empfunden und Wukong richtet sich komplett an die chinesische Mythologie. Also, wie gesagt, das sind die Dinge, die ich gehört habe. Ob es dann auch wirklich so ist, das müssen wir dann am Mittwoch selber herausfinden. Ne? Ich werde es mir jetzt dann tatsächlich auch noch vorbestellen, damit ich dann am Mittwoch im Mittag, wenn ich aufgestanden bin, nach der Nachtschicht gleich loslegen kann mit dem Installieren und mit dem Oberlohner und so weiter und so fort, damit das Jahr rechtzeitig fertig wird. Und dann bin ich schon richtig gespannt drauf. Also ich habe richtig Bock auf das Spiel. Wie gesagt, das ist ja jetzt seit 3 Jahren angekündigt und außer ein paar Trailern und ein bisschen Gameplay hat man bisher nie was zu sehen bekommen. Da halten sie sich Gott sei Dank richtig schön bedeckt. Ne? Also sie spoilern nicht vorab schon irgendwie 1 Stunde Gameplay oder 2 Stunden Gameplay, wo du eigentlich schon das ganze Tutorial kennst, sondern sie zeigen da happenweise so ein paar Ausschnitte, die wohl mehr oder weniger aus dem Early Mid-Game haben und dann darf sich der Spieler da selbst auf die Reise machen. So. Also wie gesagt, ich bin da schon richtig gespannt drauf. Da habe ich richtig Bock drauf. Das ist das, glaube ich, das könnte das Spiel des Jahres werden für mich. Mal schauen. Nach dem Elden Ring DLC wohl bemerkt. Dann müssen wir mal schauen, wie es mit Elden Ring DLC mithalten kann. Aber das DLC von Elden Ring war halt natürlich schon Peak. Ne? Zumindest für mich. Das war bisher mein Highlight 2024. Schauen wir mal, ob es Black Myth halten kann. Ne? Aber ich bin jetzt da einmal vorsichtig optimistisch. Wenn das Spiel so abliefert, wie es sich anschaut, dann wird das Spiel mit Sicherheit bahnbrechend werden. Ne? Jetzt müssen wir halt nur hoffen, dass das Spiel nicht von Performance-Problemen und Bug-Problemen betroffen ist. Die ersten Tage nehme ich da nicht für voll. Ne? Wenn der Titel erscheint, haben die erfahrungsgemäß an den ersten paar Tagen eher so semi-gut. Aber wenn es ein vernünftiges Entwicklerstudio ist, dann patchen die das sehr, sehr zügig, sehr, sehr schnell nach. Ne? Aber wie gesagt, wir erlauben uns jetzt erst einmal nur mal das Urteil, dass es wohl geil werden wird. Wie es dann letztendlich ausschaut, erfahren wir, wie gesagt, am Mittwoch. Gut. Dann haben wir das. Das andere Spiel, gut, da brauche ich jetzt glaube ich eher nichts zu sagen. Ich kann es sagen, es kommt am 11. Oktober. Kommt noch ein neues Dragon Ball Spiel raus. Sparking Zero, das ist quasi Tenkaichi 4, schaut unfassbar geil aus, ist wahrscheinlich das Dragon Ball Spiel, auf das die Fans seit Jahren warten. Das wohl genauso kommt, wie sich die Fans alle wünschen, einschließlich meiner Wenigkeit. Ist ein sehr, sehr schwieriges Thema in der Community, es ist ein Anime-Spiel. Ich meine, ich habe euch mit Pokémon ein bisschen affin gekriegt. Apropos Pokémon, sage ich auch gleich noch was dazu. Ich habe euch mit Pokémon ein bisschen affin gekriegt durch die Nuzlocke. Mit Dragon Ball ist das aber wahrscheinlich eine Sache. Ne? Es gibt den einen oder anderen Fan von Dragon Ball in der Community, das weiß ich. Es wird sich wahrscheinlich darauf rauslaufen, dass ich die Spiel zumindest einmal im Stream herzeige. Ja, zumindest einmal. Und dann werde ich es aber wahrscheinlich privat für mich selber weiterzocken, weil ich mich da wahrscheinlich nicht bremsen kann, da tagelang zu warten, bis ich wieder on-stream bin. Ne? Wie gesagt, ich werde es wahrscheinlich einmal vorstellen, ich werde es wahrscheinlich irgendwann mal sagen für die Leute, die mit Dragon Ball überhaupt nichts anfangen können. Und dann werden wir halt schauen, wenn es richtig krass gut ankommen darf, was ich jetzt einfach mal bezweifle, dann kann man sich überlegen, ob ich es regelmäßiger bringe oder ob ich dann einen On-Stream-Spielstand oder einen Off-Stream-Spielstand mache, wenn es irgendwie geht. Aber das ist sozusagen das zweite Spiel des Jahres, auf das ich halt schon ziemlich hyped bin. So, aber das ist eher mehr für mich als wie für die Community sozusagen. Aber ich lasse mich da natürlich eines Besseren belehren. Ne? Also
einfach mehr Streamer. Wenn es so einfach wäre, Cartman. Wenn es so einfach wäre. So einfach ist es leider nicht. Aber ich glaube so, es kann, wie gesagt, es wird immer wieder mal vorkommen, dass einmal ein Zusatzstream kommt. Wie gesagt, es kann die Woche sein, dass ich doch noch ein drittes Mal live komme. Das weiß ich noch nicht. Es kann sein, dass ich Samstagvormittag auf Vormittag hocke. Das Problem, was mich halt jetzt aktuell so ein bisschen abhält, es ist einfach, mir fehlt der Content. Ne? Durch das, bin ich jetzt ehrlich, dieses Verlieren der Nuzlocke frühzeitig hat mich content-technisch leider so derartig aus der Bahn geworfen. Asozial. Das ja asozial ist, sozusagen. Das hat mich richtig eiskalt erwischt. Und ich weiß nicht, wie ich jetzt diese Zeit am besten zu Wukong überbrücken kann. Weil Monster Hunter, das bleibt ja Bestand. Und jetzt einfach die Zeit zum Überbrücken fürs zweite Projekt, das Wukong nachrückt, das ist halt jetzt nicht einfach. Ich kann jetzt nicht 0 auf 15 irgendwas anfangen, wo sie dann wieder abbricht. Deswegen war das heute mit Bloodborne einfach, das ist mir einfach am logischsten erschienen, dass ich das nochmal mit dazu wirf. Weil jetzt ist zumindest das Platin-Thema erledigt. Und ab nächster Woche läuft es dann Gott sei Dank wieder normal. Tatsächlich. Es ist jetzt eigentlich nur noch der morgige Stream, der ist eh ganz normal, content-technisch mit der Yassi. Und dann muss ich dann, wenn ich Samstag oder am Sonntag noch mal live komme, ich weiß es nicht, ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weiß ich auch noch nicht, was ich tue. Ich weiß es nicht, ich kann es halt nicht sagen. Ja, so quasi, mir fehlt Idee. So. Mir fehlt aber auch etwas, auf was ich jetzt Bock hätte. So. Jetzt der Sai sagt jetzt Poké Rogue. Ja, Poké Rogue ist schon okay, aber das zahlt mich halt nicht. So. Das ist jetzt selbst, das kannte ich schon einmal spielen, aber ich habe jetzt aktuell überhaupt nicht die Lust auf ein Pokémon. So. Also, projekttechnisch so auf die Art. Ne? Deswegen hänge ich da so ein bisschen in den Seilen, was das angeht. Aber wie gesagt, es ist nur noch diese Woche, das bringen wir schon irgendwie um. Vielleicht fällt mir auch da irgendwas anderes sein. Wie gesagt, vielleicht machen wir Samstag. Ich weiß es nicht, wie wir Gleitzeit haben. Ich kann es nicht sagen. Ich darf gerne einen Mario Kart Stream machen, aber ja, da brauchen wir halt ein paar Leute dazu. Weißt du, wenn ich jetzt zu zweit mit dem Sei in der Lobby hocke, dann ist das auch Fahrt. So. Und spontan an einer Mario Kart Wetzerei zu machen, das ist halt nicht so einfach. Ne? Weil wir auch danke für den Lurk. Aber wie gesagt, das kriegen wir auf alle Fälle irgendwie noch hier jetzt die paar Tage. Das braucht man schon irgendwie um. Weil wir vorher gerade, oder weil wir jetzt gerade eben auf ein Pokémon geredet haben, Freunde der Sonne, mit dem Sai habe ich glaube ich, gestern im Stream habe ich es glaube ich schon gesagt, ich werde mich Ende August, beziehungsweise dann ab 1. September, ich werde wieder ein Competitive Pokémon-Spieler werden. Ja? Ich habe jetzt am Wochenende ist die Weltmeisterschaft und ich habe in letzter Zeit einfach, danke YouTube-Algorithmus an der Stelle, aus welchem Grund auch immer einen Haufen VGC-Videos vorgeschlagen gekriegt und ich habe wieder Bock, Competitive Pokémon zu spielen. Das heißt, es kann irgendwann einmal sein, dass man, wenn ich mal irgendwie Lust und Laune habe, dass ich vielleicht einmal einen Competitive Pokémon Stream mache. Ne? Mal schauen. Also jetzt nicht Nuzlocke, sondern richtig competitive spielen, online gegen andere, also ranked. Das Ding ist, das wird aber nicht so schnell kommen, weil ich mich erst wieder in die Meta fuchsen muss. Ne? Also jetzt wieder zum Lernen, was wird jetzt dann gespielt. Jetzt kommt dann Gott sei Dank ab Anfang September bis Januar 25 kommt ein Regelset, wo sehr, sehr viele overpowerte Pokémon rausgebannt werden. Da darfst du quasi nur mit dem Standardgedöns spielen. Das ist super, um wieder einzusteigen. Aber was dann wie gut ist und was momentan Meta ist und was mit der Kristallisierung, Terra-Kristallisierung, wie das alles sich abhaut, da muss ich mich erst einfuchsen, da wird eher Zeit vergehen. Aber mein Plan wäre, ne, dass ich die ersten Matches nach, keine Ahnung, 3 Jahren Competitive Pause on-Stream spiele. Dass wir gemeinsam in der Anfängerklasse anfangen und dann einfach einen Stream machen und dann kämpfen wir uns einfach so weit voran, wie es irgendwie geht. Ne? Also ich habe eigentlich grundsätzlich wieder Lust, das ist jetzt, ob das jetzt eine spontane Lust ist oder ob die Lust dann von längerer Zeit ist, das weiß ich nicht, das kann ich nicht versprechen. Aber so grundsätzlich habe ich mir jetzt einfach schon gedacht, irgendwie so ein bisschen wieder mal Competitive Pokémon spielen, wenn man langweilig ist, das war schon wieder mal ganz nett. So, genau, wollte ich euch nur mitteilen. Wie gesagt, inwiefern und in welcher Menge das on-stream erscheint, das weiß ich nicht. Aber der Plan war, sich jetzt dann erstmal reinzufuchsen, bis dass ich dann wieder voll drin bin, dauert sowieso ungefähr 2 Wochen oder so. Je nachdem, wie viel Zeit das ich heute auch habe. Und dann muss man halt schauen.
Aber der Plan war halt, dass ich, wie gesagt, das erste offizielle Match möchte ich dann on-stream spielen, tatsächlich. Ne? Natürlich ein paar Friendly-Matches spielen, wo es nichts zählt, damit ich halt einfach mit dem Team warm wird, wo auch immer das dann sein wird. Aber ja, dann seht ihr zumindest einmal, was ist Competitive Pokémon. Ne? Weil ich rede ja in den Nuzlocke oft vom Competitive und es könnt in 90% der Fälle gar nichts damit anfangen und dann zeigt es halt einmal, was wirklich bedeutet, 2 gegen 2 Doppelkampf zu führen oder zu spielen. So. Ne? Zumindest versuche ich es. Inwiefern das gut geht, das weiß ich nicht. Ne? Im Schwert und Schild war es relativ okay. Da war meine Bestleistung die besten 1000 auf der Welt. Aber das ist halt auch natürlich noch gar nichts, wenn du es halt auf Pro-Ebene führen möchtest. Aber ja, mal schauen. Werden wir schon irgendwie hinbringen. Dann, wenn es soweit ist. Gut. Freunde, von meiner Seite war es das aber. Ich kann Ihnen jetzt, es tut mir wirklich leid, ich hab nichts, was ich jetzt sagen oder machen kann. Das ist quasi nichts in meinem Repertoire dabei. Ne? Ich verabschiede mich für heute. Servus, beieinander, Cartman, vielen lieben Dank, dass du da warst. Wir werden uns jetzt wahrscheinlich ebenso auf die Reise machen, weil, wie gesagt, es tut mir leid, ich darf gern noch irgendein Game bieten. Monster Hunter bringt jetzt nichts. Aber so dort muss es auch mal geben. Ja, ich muss auch dazu sagen, ich hätte auch nicht gedacht, dass man einen Bloodborne Dungeon jetzt so schnell durchbringen, tatsächlich. Auf nicht einmal 1,5 Stunden. Aber ja, ist auch in Ordnung. Ne? Wie gesagt, das Platin-Thema ist jetzt im Bloodborne erledigt. Wir werden da im Herbst dann mit dem DLC weitermachen, wenn wir immer mit Black Myth fertig haben. Und dann wird es schon werden. Caro kommt mir revanchieren. Ja, habe ich vorher schon gesehen. Sofern die noch ein wenig macht, weil die glaube ich ist ja selber auch nur bis 20 Uhr live, oder? Oder macht die halt länger? Aber die ist noch in-game, das passt. Dann gehen wir halt zu Caro, da revanchieren wir uns erst. Na, die hat 19 Uhr angefangen. Ah ja, okay, ja, dann passt's. Perfekt, easy. Sie macht länger. Perfekt. Ja dann, Freunde der Sonne, dann da ich vorschlagen, dass wir zu Caro gehen. Auf jeden Fall, die spielt The Cursed Tape, ist irgendein Horrorspiel. Der Horror Oktober wird bald vor der Tür stehen. Die groben Planungen werden nächsten Monat beginnen, was das angeht. Ne? Was wir spielen im Horror Oktober oder ob es der Horror Oktober wird oder ob es nicht der Horror November oder Dezember wird. Das kommt dann darauf an, wie die Projekte laufen. Aber wir machen auf alle Fälle einen Horrormonat und die Planungen dazu werde ich nächsten Monat anfangen. Ne? Wo es wir spielen oder wo es genau dann tatsächlich für 2 Spiele gibt. Über das machen wir dann Gedanken. Ne? So einen groben Plan habe ich ja schon. Gut, Leidels. Wer noch nicht drauf ist, schaut gerne auf meinen Discord-Server. Bezüglich Streams kriegt ihr da alle Infos, wann ich live gehe, was für Tag, was für Uhrzeit, was für Spiel. Also gerne da mal draufschauen. Auf Instagram könnt ihr auch mal vorbeischauen. Da versuche ich immer mehr aktiv zu werden. Wenn sich die Gelegenheit bietet, also gerne auch da mal draufschauen, wer Bock drauf hat. Wenn du noch ein neues Spiel suchst, Black Myth Wukong zum Beispiel, schaust auf MMOGA vorbei. Ne, da kannst du mich auch ein bisschen unterstützen, wenn du wirklich was Neues brauchst. Klickst einfach auf den Link, der wo jetzt da im Chat ist, oder klickst auf das Panel, wo es in der Twitch-Info drinnen ist. Dann gibt es einen kleinen Rabatt sozusagen. Genau, für Merch Money ist jetzt 2, ne? Aber da kannst du auch gerne mal auschecken, wie auch immer. Heute machen wir mal ausnahmsweise mal wieder komplett Werbung für alles. Und ansonsten, glaube ich, sind wir gut aufgestellt, hätte ich fast gesagt. Ich sage auf alle Fälle vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Schön, dass du da wart. Nach 14 Stunden arbeiten heute, schöne Unterhaltung bis jetzt. Dank der schon mal. Ja, nicht, also bei mir braucht es überhaupt nicht bedanken. Überhaupt nicht. Ich sage Dankeschön, dass ihr es da habt. Ne? Ich sage Dankeschön, dass ihr es da habt und hängt den Schund immer wieder an dort. Kopfball ist der Gang immer mit Hasal. Ja gut, das mag möglich sein, da hast du recht. Gut. Leute, wie gesagt, merci fürs Dasein, danke für den Support in Form von Bits und Subs. Vielen lieben Dank an der Stelle. Wir hören und sehen uns morgen um 9 Uhr in der Früh mit der Jassi zusammen, mit Monster Hunter. Wir tun da weiter, habe ich schon Bock drauf. Wird bestimmt wieder eine spaßige Runden in der Früh, da ist es auch noch nicht so warm. Von daher glaube ich, machen wir da auf alle Fälle nichts verkehrt. Ne? Also gern morgen wieder einschalten. Wie gesagt, Discord-Link habt ihr im Chat. Und ansonsten Recommand kopieren, bei der Caro einfügen. Caro ist eine österreichische Streamerin, die ist sehr sympathisch, spielt ausschließlich oder überwiegend Horrorspiele. Gern da eine Liebe da lassen in Form von einem Herzal. Ne? Schott auf keinen Fall. Hashtag Lieblingsnachbarn, wisst ihr Bayern und Österreicher, die müssen zusammenhalten. Generell die Mundart-Bubble muss, oder die Mundart-Streamer müssen zusammenhalten, damit der Twitch einmal von hinten aufgerollt wird. Ne? Und den ganzen Großen damit sagt, was eigentlich Phase ist.
In diesem Sinne, macht's einen schönen Abend. Ne? Und lasst euch morgen am Feiertag, lasst es euch gut gehen, falls wir uns nicht hören. Und ansonsten hören wir uns morgen in der Früh wieder. In diesem Sinne, einen schönen Abend euch. Führt euch und viel Spaß bei der Karo. Und merci nochmal für alles. Ne? Haut's euch rein.